Das ist Gedanken uit Gottes Woord für die nächsten 15 Minuten von 10 bis 4 über 10. Das ist ein 16. Dezember und 2023. Wir wollen noch mal Gedanken haben über die Weihnachtsgeschichte. Wir wollen nur der Halbjahr noch weiter Matthäus 16 bekicken. Und einen Tag sind wir dann fertig mit Matthäus 16. Das ist nicht nur das Denken da, das wird vielleicht Zeit sein, um ein Bild bekicken in das Alte Testament, weil wir Matthäus ist fertig haben. Das sind noch Jahre 30 Mal das Bild Johannes durchging und dann meist ganz Apostelgeschichte. Und nu sind wir dann bald fertig mit Matthäus. Gott sei Dank für seine Gaben, was er hat. Dort wir hier keine Zeit haben, über die Laufwahlen und Kosten sind gut wieder zu drehen. Und über YouTube noch hat uns keiner gestoppt. Wir leben in einem Land, wo wir gute Freiheiten haben, weil wir Gott immer verdanken. So viel mal vertellen wir uns von wo Jesus die Prophezeiungen vollbracht hat. Jesus sagt, dass er ist nicht gekommen, das Gesetz zu verdorben, aber das Gesetz zu verfehlen. Und ein Ding, was jedemaal in das Gesetz wie in das Alte Testament oder in den Alten Bund mit den Propheten taub, dort wird die Verheißung, die Versprechung, dass der Messias, der Heiland, der wird kommen. Und wir dürfen uns denken halten, dass in den Alten Bund, was wir nennen das Alte Testament, sind 456 Prophezeiungen über Jesus Christus. Als er hier die 33 Jahre war, dann hat er von ungefähr 300 von denen erfüllt. Zum Beispiel, der Alte Bund sagt, er wird in Bethlehem geboren sein. Das ist eins. Zweitens, dort sagt er wird von der Jungfrau geboren sein. Das zweite. Das drittens, er wird nur Kommenschaft sein von König David. Und er wird nur Kommenschaft von König David und beide Konten. Josef und Maria werden beide von der Land David. Und dann so sehr viele Dinge. Dort er Kranke heilen deed. Dort er in Vergleichnissen vertalen deed. Das wir alle gesagt worden im Neuen Bund. Und so, das sage ich uns, das sind noch einmal 150, was das Saal passiert. Und die haben meist alle zu tun mit seinen Treikum. Und du frei warst da. Und der wird an seine Seite sein, freien sich für seinen Treikum. Und der wird nicht für am Leben, der grühen sich. Und wenn er sieht, dann denken wir nicht so. Von der Jank mir ein bisschen Gedanken mit zu tun, über wo Weihnachten so anders wird. Was wir würden nennen, die erste Weihnachten. Dann, das heißt danach nicht Weihnachten, weil die Weihnachten war irgendwo 300 Jahre Luther eingeführt von der katholischen Kirche. Da habe ich kein Trouble mit, das ist ein gutes Ding. Uns fehlt im Dezember irgendwas. Die Dänen sind kalt, die Nachten sind lang, das fehlt kalt, neblig, Schnee. Dann fehlt uns irgendwas Dachet, irgendwas Licht dachen dort, und das ist was die Weihnachtsgeschichte von uns tut. Das bringt uns eine Freiheit. Und dat Jesus in de Geschichte verkündigen, was er terechtkomt. Wie jedem gleich ein gerader Weg zu sein Sterben und sein Abstand, sein Terechtkommen, aber seine Geburt ist wichtig und es sind mehrere Kapitel davon geschrieben. Nu will ich ein bisschen vertellen von, wo wir die erste Weihnachten so anders. Well, Gott hat anders schaffen, dass wir gewöhnlich würden bleiben. Pastor Pat Robertson, was die schon mal die Lehrer wir von der 700 Club, der hat ein Buch geschrieben, dass Eva Kopje Königreich, das Königreich, was Eva Kop ist. Ich las das, ich befreit wir, und das ist für mich ein sehr wichtiges Buch. Wo ist das Königreich so anders? Well, in das Königreich muss wir alles hergeben, so dass wir kriegen. In das Königreich muss wir das Letzte sein, so dass wir das Erste sein. Kijk hier, waar het is even kap is. In de wereld, en Jezus heeft het alles van. In de wereld schrijven ze dat ze naar fern komen. En wenn God zijn recht zet we heen, wat ze ons naar fern aanloden. Dat is wat de Königreich schaffen deed. So de Weihnachtsgeschichte, wie zei zo. Weet je, de Juden die hadden al honderden jaren, al 800 jaar geluurd, van Abraham zijn tijd, wie over 1000 jaar, hadden ze geluurd dat God wird jemand schicken, om hem te helpen. En so ze hadden ze gedacht, dit wordt een leider zijn, dit wordt een koning zijn, dit wordt een soldaat zijn. En entweder ganz deutlich, dat
Sonne wird jedoch ein kleines Palast geboren sein, nicht so? Du hast eine Geschichte, wo ich mal los von, wo die Engel im Himmel, aber einmal abworden, dass der Himmel als ein Drittel Ladja geworden. Warum ein Drittel? Weil dus Gott der Vater, Jesus der Sohn und der Heilige Geist, die drei sind eins. Warum worden sie an, der Himmel als ein Drittel ladig? Warum? Wegen der Sohn, der ist verloren und ist auf den Erdball geboren worden. Das ist nicht eine Schrift, aber es wird interessant geschrieben. Und dann kicken die Engel vom Himmel nach auf in den Erdball und kicken bloß nach der Recke stehen. Wo möchte das Kind geboren sein? Das würde doch ganz passend sein, im Königspalast geboren zu sein. So, dann kommt ein Engel und sagt, weißt du was, der ist im Stall geboren. Und dann wundern sie sich, so sagen, was hat Gott der Vater geplant? Was geht nicht an? Im Stall, manche Tieren, von einer armen Jungfrau und Josef. Wie weit wir ein Arm? Wo weit wir das? Wegen aus Lukas Kapitel 2, als sie gehen dort abfahren für ihre 8 Jahre jung und am beschnitten, dann sagt er, dass sie brauchen 2 Düben. Und Gott hat ihnen gesagt, ein Armer braucht nicht einen Schuh bringen, ein Armer kann 2 Düben bringen. Sie brauchen 2 Düben. So eine arme Familie geboren, im Stall, was vielleicht nicht das Beste jeder kann, wie wir Ruhm fahren, so dass wir so Aundasch nicht so. Interessant, wo Gott sein Königreich bauen deed, op armet, op geringet, aber er hat auch ein Hart für die Ricke, für die, was hecher werden. Wir wollten die weise Männer, viele reden von 3, wir wollten nicht die 3 werden, aber wir werden 3 Geschenke. Die werden da alle hoch honor sein, hoch bekickt und werden einfach Lehrer, Scientists und Königs. Die können auch Jesus besiegen. Was sagt er zu uns? Das Königreich ist für die Ricke auch. Aber Gott hat meistens manche geringe schaffen, manche arme. Warum ist das? Well, viele Ricke, die fehlt auch bei Gott. Die haben ja eher Reichtum, die haben sich was top geschafft, vierten nicht mal ganz aufrichtig. Und ich habe kein Trouble, wenn die reich bist, wenn Gott die gesehen hat, das kommt von Gott. Aber manche Ricke ist vierten irgendwo, was nicht ganz reich, nicht so? Und so, Gott kann alles schaffen in einem geringen Hort. Wenn du reich bist, bleib gering. Wenn du gesehen bist, vergeet nicht von wo das herkommt. Dass die Lauf holen kannst, dass die Udmen kannst, das kommt von Gott. Die nächsten 5 Mal, was der Udmen da ist, und die nächsten 5 Sekunden, das ist Gott seine Gut. Er kann das hastig gut nehmen. Und dann war die Botschaft für Kinder, die erste Weihnachten, nicht auf der Ricke Neuigkeiten, nicht an den Königspalast, nicht in Jerusalem. Die Neuigkeiten waren ganz erste verkündigt zu den armen Schubhort, du auf dem Eiber. Schubhort waren ein bisschen so leer wie sein. Die Regen haben das Beste, Boden sieht nicht so fair und sie werden manche irritieren. Und wem bringt Gott die Botschaft von den Herrn seine Geburt? Zu den armen Schubhort. Die sagen deutlich, die Hirten entscheiden Gesang, Gott legt das Geringe. Das wir waren so anders, nicht so? Und nu wil ik van de Weihnachtsgeschichte een beetje wegkomen en kijken naar een paar deel voor zijn dood. Dat ligt weer actually een dag voor zijn dood. So dan heeft hij met zijn jongen tot openmaal. En op eenmaal zijn de jongen dat de meester, de Heiland, de Messias, die staat af en die trekt zich een handjuk aan en heeft zich vielleicht de schoen getrokken en vangt aan ver in te knijden en was in te fight. Dat wir so sehr anders, nicht so? Und die Jünger wieder fragen, was, du bist der Heiland, und du das uns der Feit waschen? So Jesus, der Herr über Herren, der König über alle Königen, der wird alles gemerkt hat. Klasse sagt, alles hat gemerkt durch Arm und ein Arm, und alles bleibt taub wegen Arm. Dat die Erdball nicht verpflichtet, dat wegen Jesus hält er taub. Er ist die Lehm. Und das ist knallt nicht verehrt und was in der Feit. Dann haben sie uns gerabelt, nicht so. Petrus sagt sogar, wie sollen die Feit waschen? Und sagt Jesus, das muss du tun, sodass alles erfüllt wird. Und das ist ein Symbol von jenem Reinwaschen, von jenem Sinn. Das ist so anders. Und so, wenn Gott beschaffen hat, das ist gewöhnlich nichts, als wir würden bleiben. Die Juden hatten sich gedacht, dieser würde eine Gruppe Soldaten, Tubsalmen, eine Armee, und dann würden sie mal gegen den Römer gehen, und dann würde Israel ihre Herrlichkeit treistellen.
Dus dan moet je was weer te David en Salomon de tijd, dan wie Israël rijk en herrlich. En mensen hadden angst voor Israël. En Jezus ziet zo'n ding als, wanneer we aan de balk slaat, dan hult de andere balk nog aan. Beet voor je vrienden, zegt hij. Dat wordt in zijn vannig was. Wat heb je van zijn vriend beten, wanneer we gegen de wel krijgen meer. En zo Jezus, wat 3 jaar tijd, te meer aanbrengen van denken. En wijzen dat God schafft zo Aundasch. Aundasch, en ik wil zeggen, Aundasch is wie we niet gedacht hebben, niet zo. Wat deed God van der? Hij deed veertig dingen ganz anders, is wie we het geloven naar de denken. En zo, we hebben God laten arbeiden, we hebben God laten schaffen. We hebben doen denken dat hij schafft veertig anders is wie we het gedacht hebben. En wie kunnen we zijn? Wer is God? Wel, waar we wel weten wer God is, dan kijken we naar Jezus Christus. Jezus zegt, wer mij zijn heeft den Vader zijn. So dat is een goede dankjes van we de Wienachten een beetje zo anders weer. Moet God je zegen in deze Weihnachtstijd en moet je irgendwo duipen ervoor met aan en je dankjes en den duipen vrede, de vrede wat je worden hebben deze Weihnachtstijd. God te zegen.